Hallo zusammen, du hast Kranklitus oder Chris. Ein kleines Unboxing-Video, wie ihr im Titel gelesen habt, geht es um The Last of Us. Heute schön ein Päckchen von World of Games im Briefkasten gehabt. Wieder mal einen Tag, bevor es offiziell rauskommt. Also einen schönen Service. Merci vielmals. Hier sehen wir eventuell schon eine kleine Andeutung von dieser Kiste, die in dieser Kiste drin ist. Ihr seht die Verpackung hier. Meine Kameraführung ist ausgezeichnet. The Last of Us mit der Ellie vorne drauf. Hinten drauf noch so ein bisschen Infos zum Game, wie man es kennt. Nichts Spezielles. Tun wir hier mal schnell auf, um zu gucken, was es dort drinnen bei dieser Special Edition gibt. Ja, sorry, wenn man nur mein halbes Gesicht sieht, aber um mich geht es ja eigentlich nicht bei diesem Video. Jetzt ist das so, dass ich das hier rausziehen kann. Hier noch so ein paar Fäden entfernen. Jetzt ist das einfach irgendwie... Es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Stofftasche oder so. Kann ich das hier so aufmachen, hat ein paar Klettverschlüsse. Aha, schau jetzt hier. Okay. Seht ihr da überhaupt etwas? Es hat jetzt hier eigentlich mehrere Fächer drin. So ein bisschen eine Picknicktasche oder so. Im einen von diesen Fächern ist wohlgemerkt das Poster drin. Schnell schauen, dass ich hier nichts verreisse. Aha. Okay. Das Gesicht von Ellie. Ein bisschen komisch. Ist sie hier ein bisschen verängstigt oder so. Dann geht es eigentlich weiter mit einem unglaublich stylischen und exklusiven PS3 Controller Kleberset. Ein Artbook. Eigentlich mittlerweile bei den Collectors Editions Standard. Wir blättern hier kurz mal ein bisschen durch, sehen, dass wir einfach die Standard-Konzeptzeichnungen haben. Ich bin hier mit dem Sonnenlicht am Kämpfen. Von den Charakter, wie die Charakter sich entwickelt haben, von der Umgebung. Wir können es. Wer Interesse hat, kann sich gerne selber zulegen. Dann haben wir hier ganz auf der rechten Seite noch einen stylischen Naughty Dog Kleber, den man vielleicht hinten aufs Auto tun kann oder so. Ein Comic. In deutscher Sprache hat es geheissen. Schaue schnell rein und ich sehe, jawohl, es ist auf Deutsch. Der Zeichnungsstil, jetzt nur beim schnell reinschauen, ist sicher nicht jedermanns oder jeder Frau Sache. Ist ein bisschen eigenwillig im Vergleich zum Game, aber wird sicher auch noch ein paar zusätzliche Infos zum Spiel geben. Ist doch immer gäbig. Und hier ganz am Schluss haben wir auch noch das Game selber. Jetzt muss ich schnell schauen, ob man das irgendwie gäbig auftun kann. Das ist immer beim Unboxing eigentlich das Beste, die Phasen, wo eine Person so ein bisschen am Reissen und Knübeln ist. Das geht hier aber zum Glück simpel. Und jetzt haben wir hier eigentlich wirklich doch eine schön gemachte Kartonbox mit der Ellie im Fokus, logischerweise. Und ich nehme, wie heisst der Typ? Jack oder so? Der Screech hat sich auch mal diese Version geholt und ich hoffe, er macht auch noch ein Unboxing. Oh, jetzt haben wir noch kurz den Code gesehen. Muss ich dann schauen, dass ich den ausblende. Aber ja, das wäre es eigentlich jetzt schon gewesen von meiner Seite. Preis weiss ich jetzt gerade nicht mehr, aber geben wir schnell eine Sekunde. Schön auf die Rechnung, Spienzle 89. Ellie Collectors Edition vom The Last of Us exklusiv für PS3. Die Reviews, die es gegeben hat, bisher sind ausgezeichnet. Darum, wer gerne noch so ein storylastiges Game möchte, jetzt auf den Sommer, wo man eigentlich lieber draußen ist, aber vielleicht will man ja gleich noch ein bisschen gamen, ist das sicher extrem zu empfehlen. Das wäre es von meiner Seite. Bei Fragen oder so, wie immer in die Comments. Dankeschön, genießt das Wetter noch, schönen Tag, schönen Abend, ciao zusammen.